Unterirdisch, verriegelt und diskret. Hinter dieser Panzertür verbergen sich so manche Schätze. Geld, Wertpapiere oder Gold haben hier ein sicheres Zuhause. Doch in diesem Schließfach findet sich Ungewöhnliches. Knöpfe. Und die gehören Friederike und Klaus Köstner. Die beiden sind leidenschaftliche Sammler. Viele ihrer Stücke sind so wertvoll, dass sie hier im Banktresor lagern müssen. Die Knöpfe sehe ich hier eigentlich sehr selten. Vielleicht 2-, 3-mal im Jahr. Das hier ist ein ganz besonderer Moment. Im Moment, wenn ich die wieder anfassen kann, sehen kann. Ich habe zwar Fotos zu Hause, aber das ist nicht das Gleiche. Ne? Und dieser ist eine echte Rarität. Ein ägyptischer Glasknopf, über 3500 Jahre alt. In der Schatulle wirkt er unscheinbar. Aber gegen das Licht betrachtet sieht man dieses wunderschöne Blau des Lapislazuli. Und ich vermute, das war auch so gedacht, dass man nicht einfach Glaspaste nimmt, sondern die mit einem kostbaren Material, Lapislazuli, gemahlend, nochmal versetzt, damit er eben seine volle Leuchtkraft entwickelt. Nur Pharaonen trugen damals solche Schätze. Die Knöpfesammler haben ihn bei einem Antiquitätenhändler gefunden. Und sie suchen immer weiter. Dieses Mal hat Friederike Köstner bei einer Internetauktion mitgeboten. Anders als der ägyptische Glasknopf stammt das neueste Stück ihrer Sammlung aus dem Jugendstil. Ich war schon ganz begeistert gewesen, als ich ihn im Internet gesehen habe. Aber in Wirklichkeit ist er noch viel, viel prachtvoller, als ich ihn mir vorgestellt habe. Seit über 30 Jahren sammeln die beiden historische Knöpfe. In ihrem Haus in Kulmbach wimmelt es nur so von kunstvollen Verschlüssen. Für viele ein merkwürdiges Hobby. Also erstens ernte ich dann erst einmal so ein bemitleidendes Lächeln und dann guckt man so an sich runter und Knöpfe, ja. Aber wenn ich dann erzähle oder Bilder zeige, was ich für Knöpfe habe, dann gehen manchen die Augen über. Die können sich das nicht vorstellen, was man früher für wunderschöne Kunstwerke hergestellt hat. Anders als heute hatten Knöpfe früher einen besonders hohen Stellenwert. In bestimmten Epochen kamen sie als Zahlungsmittel zum Einsatz. Für Klaus Köstner erzählen die Verschlüsse viel über die Vergangenheit. Dass ich mir auch die Leute vorstelle, dass ich sage, wer hat früher so etwas tragen können? Das war nicht das Fußvolk, sondern das war die Spitze der Gesellschaft. Zum Teil auch der König selber, wie wir es nachweisen können, oder der Kaiser oder ganz hohe adelige Geistliche oder wie auch immer. Und das alles zusammen macht diesen Reiz der Knöpfe aus. Das Ehepaar sammelt Knöpfe aus der ganzen Welt und aus allen Epochen, von der Antike bis hin zur Neuzeit. Inzwischen zählt ihre Sammlung mehrere tausend Exemplare, ein Privatmuseum im hauseigenen Wohnzimmer. Längst geht es den beiden Kulmbachern nicht nur ums Sammeln, sondern auch darum, ihr Wissen über Knöpfe mit anderen zu teilen. Gerade arbeiten sie an ihrem ersten Fachbuch. Es ist Kulturgut, um das sich jemand kümmern muss. Ich habe früher Münzen gesammelt und habe gemerkt, es war unsinnig, die Münzen waren gesammelt. Aber das ist einfach ein Kulturgut, das sonst in Vergessenheit gerät oder das beschädigt wird oder verloren geht, wenn sich nicht jemand darum kümmert. Kleine Schätze, ganz groß. Der Blick auf ihre Sammlung ist für Friederike und Klaus Köstner immer auch eine kleine Zeitreise. Und mit jedem Knopf geht das Abenteuer für die beiden weiter.